Ja, hallo. Es gibt sehr viele Sachen hier in Köln, die kennt man meist nur vom Namen her. Ja, okay, am Dom war wahrscheinlich schon jeder, aber wer kennt denn zum Beispiel die Himmelssäule? Wer kennt denn zum Beispiel das Brauhaus in der Salzias? Und darüber hinaus, wer kennt denn die Geschichte dazu? Und das ist das, was wir in unserer Serie Monumente, Kultur und Personen Ihnen näher bringen. Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder zu einer neuen Folge von Monumente, Kultur und Personen mit mir hier nach Köln gefunden haben. Ich begrüße Sie heute aus dem Rheinpark. Der Rheinpark ist hier Lehen zwischen Deutz und Mülheim. Und Sie glauben es ja nicht, was der für eine Geschichte hat. Der Rheinpark war ja nicht immer der Rheinpark, sondern es geht zurück bis in die preußische Zeit. Genau davon will ich Ihnen heute erzählen. Der Rheinpark steht seit 1989 unter Denkmalschutz. Und gelegen zwischen der Hohenzollernbrücke und der Zoobrücke ist es eine der schönsten Naherholungsgebiete in ganz Köln. Dieser mit seiner wechselvollen Geschichte aus der Zeit der Preußen bis in die heutige Jetztzeit ist gespickt mit Freiheits- oder mit Monumenten der zeitgenössischen Art, mit Cafés, mit Bars, mit Spielplätzen und allen Dingen, die ich Ihnen heute zeigen möchte. Der Park zur preußischen Zeit, ich habe es jetzt öfter angesprochen. Ticken wir mal zurück in das Jahr 1907. Die Schleifung des inneren Festungsrings ließ die militärisch nutzlos gewordenen Flächen dieser Anlage erst einmal zu Brachland werden. Im Bereich Deutz begann man deswegen im Jahre 1907 damit, solche Flächen in städtisches Grün umzuwandeln. Grundlage dazu war ein Vertrag der Stadt Köln mit dem Reichsmilitärfiskus vom 14. Dezember 1907, der den Erwerb einer solchen Festungsanlage beinhaltete. Das Gelände um die Bastion am Helenenwall, das Gelände einer Lünette am jüdischen Friedhof und das im späteren Rheinpark gelegene Umland des Fort 12 in der Deutzer Rheinaue ergaben einen breiten Geländestreifen zwischen dem Mülheimer Hafen, der Hohenzollernbrücke, mit einem freien Blick auf die Kölner Altstadt. Zum Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Inthronisierung von Kaiser Wilhelm entstand so bis 1913 unter dem Oberbürgermeister Max Wallraff ein erster nach einem Entwurf des Kölner Gartendirektors Fritz Enke angelegter Park. Dieser sollte zu Ehren des deutschen Herrschers Kaiser Wilhelm Park genannt werden. Doch wurde seine Benennung durch Ausbruch des Ersten Weltkrieges verhindert. Der Kriegsausgang beendete vorerst die Weiterentwicklung des Parkgeländes, welche in einem seiner Ausstellungsbauten bald nach Kriegsausbruch vom Militär beschlagnahmt worden. Einige der Gebäude verfielen und wurden nach und nach abgebrochen. In der Nachkriegszeit wurde das Gelände mit den verbliebenen Baulichkeiten von den englischen Besatzungstruppen dann aber in Beschlag genommen, bis sie dann, nachdem ein Hochwasser im Jahr 1920 alles zerstört und überflutet hatte, wieder abzogen. In den Jahren 1922 bis 1924, auf ein Bestreben des damaligen Oberbürgermeisters Konrad Adenauer, wurden die ersten Gebäude der Kölner Messe errichtet. Die Pressa war die erste Ausstellung mit internationalem Flair, die hier in Köln in der Messe abgehalten wurde. Die Pressa war, wie gesagt, eine der ersten internationalen Ausstellungen des gesamten Pressewesens, die auf Initiative des Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer hier stattfand, und zwar im Jahr 1928. Neben dem Halbrund des eigenen für die ausländische Presse errichteten Staatenhauses wurde zur bevorstehenden Presse auch das im gleichen Baustil gehaltene Restaurant Rheinterrassen fertiggestellt. Tief versteckt hier im Rheinpark findet sich auch die eine oder andere Skulptur, die auf die Anfänge des vergangenen Jahrhunderts zurückgeht. Die wollen wir jetzt suchen. Ich werde nicht ganz chronologisch, also zeitchronologisch, mit den Denkmälern hier durchgehen können, aber ich werde sie Ihnen auf jeden Fall zeigen. Das, was Sie da im Hintergrund sehen, das sind die Wasserterrassen.
Die sind anlässlich zur Buga 1973, sprich vorbereitend 1971, erstellt worden. Diese Skulptur nennt sich der Schreitende, entstanden zur Buga 1952. Diese Skulptur nennt sich Häusliche Sorge, stammt aus dem Jahr 1913. Diese Skulptur ist die von 1953 stammende Die Sinnende. Am Rande dieses kleinen Brunnens findet man die Skulptur Der steigende Pony von 1942. Das hier ist die Skulptur mit dem Namen Die Sitzende. Diese Skulptur von 1938 trägt den Namen Die Stehende. Diese Skulptur nennt sich Ehe mit Schlange. Diese Skulptur nennt sich Assunta. Mitten des Grüns findet sich die Skulptur mit dem Namen Die Schauende. Neben den Messegebäuden und der Grünanlage fand hier in diesem Rheinpark in den Jahren 1957 und 1971 jeweils die Bundesgartenschau statt. Der Kölner Tanzbrunnen. Vielen Leuten dadurch bekannt, heutzutage, durch die kritischen Argumente, die bei Linus Talentprobe hier an den Start gebracht werden, wenn der eine oder der andere versucht, hier als Künstler aufzutreten. Entstanden ebenfalls unter Adenauers Regie 1957 zur Buga eröffnet, bietet dieses Areal eine der größten Freiluftbühnen Kölns. Es umfasst für 2500 Zuschauer sowohl überdachte als auch offene Plätze. Die Parkeisenbahn. Die erste anlässlich der Presser 1928 eingesetzte Kleinbahn befuhr die Strecke zwischen der Deutzer Brücke und dem Mülheimer Hafen. Zur ersten Jachtenschau im Jahre 1957 erhielt sie ihre bis heute beibehaltene, als Rundkurs zwischen Tanzbrunnen und Rosengarten angelegte Streckenführung. Hierbei befährt sie auch das immer noch an den ehemaligen Festungsgraben erinnernde Gelände an der Ostseite des Parkcafés. Die heutige Kleinbahn im Rheinpark, eine kleine Schmalspureisenbahn mit einer Spurbreite von 600 mm, dreht seit 1973 im Sommer auf 2 Kilometer eine Runde durch diesen Park. Was Sie dort hinten im Hintergrund sehen, das ist die Rheinseilbahn. Auch diese gehört hiermit zu dem Rheinpark. Entstanden ist sie ebenfalls zur Buga 1957 und ging über den Tisch von wem? Konrad Adenauer. Sie verbindet den Kölner Zoo mit der Claudiustherme und ist auch heute mit ihren 28 Metern Höhe immer noch die einzige wasserüberspannende Seilbahn in ganz Europa. Am Nordende des Rheinparks befindet sich unmittelbar neben der Zoobrücke das Thermalbad Claudiustherme. Das ist das, was Sie da im Hintergrund sehen. Auf der Suche nach Trinkwasser wurde man bei einer 1912 durchgeführten Bohrung in Köln-Stammheim in 70 Meter Tiefe fündig. Es handelte sich jedoch um Kohlensäure- und chloridreiches Mineralwasser. In der Folge kam den Kölner der Gedanke auf, man könnte ja dadurch zu einer Art Kurbad werden. Schon 1931 wurde unter Oberbürgermeister Adenauer auf dem Messegelände der 251 Meter tiefe Messebrunnen 1 gebohrt.
aber erst um 1967. Und das unter großen technischen Anstrengungen mit dem Messebrunnen 4 in einer Tiefe von 1027 Meter erfolgreich fündig. Die Mindestanforderungen an eine Thermalquelle wurden damit erfüllt. Nach einer dreivierteljährigen Bauzeit im Jahr 1971 und das hier in der nordöstlichen Ecke des Rheinparks an der Sachsenbergstraße wurde dann dieses Thermalbad eröffnet. 1975 erfolgte die staatliche Anerkennung der Quelle als Heilquelle, da ihr Wasser neben Kochsalz 9 weitere Mineralien enthielt. Das unter privater Leitung stehende dreigeschossige Gebäude brannte jedoch im August 1986 bis auf die Grundmauern nieder. Der nach vielen Jahren neu erbauten Anlage am gleichen Ort, der heutigen Claudius-Therme, stehen in ihrem Thermalbetrieb die Messebrunnen 3 und 4 zur Verfügung. Wunderschöne Sache, sowohl für gutes Wetter als auch für schlechtes Wetter. Denn das Wasser da drin ist wärmer. Am Ende vom Rheinpark, kurz unter der Mülheimer Brücke, ist ein Spielpark für Kinder inzwischen angesiedelt. Es war meine Freude, heute mit Ihnen bei Monumente, Kultur und Personen im Rheinpark gewesen zu sein. Ihnen einen Teil der Geschichte von 1907 an zu erzählen. Ihnen das eine oder andere Kulturgut hier in diesem Park zu zeigen. Und Ihnen den Park zu zeigen, der schon zweimal die Buga gesehen hat. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt in der heutigen Folge. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und konnten etwas mitnehmen aus der Geschichte unserer wunderschönen Stadt. Und ich freue mich, wenn ich Sie demnächst wieder sehe, wenn es da heißt Monumente, Kultur und Personen.